Shalom Aleichem und eine Begrüßung zu dem zweiten Episod von Yiddish mit Borekh. Wie zugesagt, as promised, wie zugesagt, will ich euch reden heint wegen die Neues, the news. Nur ich will euch nicht reden wegen die Neues, was man kann lernen in the New York Times oder in the Washington Post oder in Le Monde oder in El País zum Beispiel, ich will euch reden wegen jüdische Unionen, Jewish matters, jüdische Unionen, was man kann sie finden in jiddische Zeitungen, in Yiddish language newspapers. Aber ich muss auch erklären ein bisschen, als man hat keine sachweltliche Zeitungen auf Yiddish heint. As der Rov, the majority, der Rov von die weltliche Zeitungen auf Yiddish seien verschwunden geworden. They vanished. Sie seien verschwunden geworden. Und man hat etliche weltliche Zeitungen, viele man hat nach dem Vorwärts, das ist nur online. Aber man hat auch andere Zeitungen, wie zum Beispiel in Aserbaidschan, in Russland, hat man eine Zeitung auf Russisch mit a chelik, a tail, a portion or a part, auf Yiddish. Also man kann finden Artikeln auf Yiddish. Man kann finden andere Sachen auch. Aber heute will ich euch reden wegen zwei Artikeln, was ich habe sie gefunden in der Yid. Also der Yid ist eine Satmacher Zeitung, was wird gedruckt jeden Tag. Und einmal in der Woche, man hat eine wöchentliche Zeitung mit der Sachachel von alles, was ist geschehen im Meshach von der Woche. So they have a weekly that has a Sachachel, a summary von alles, was hat passiert, from everything that happened im Meshach von der Woche, im Meshach von during. Ich habe gelernt ein Artikel in der Zeitung, was heißt der Yid, und das ist wegen ein 17-jähriger Jugendlicher, a young man, 17-year-old young man, a 17-jähriger Jugendlicher, Musulmaner, a Muslim, was hat gestochen a chassidischen junger Mann, 17 Mal hat ihn gestochen, he stabbed him, gestochen 17 Mal, 17 times. Und das ist gewesen mit 2 Jahren zurück in Zürich in der Schweiz. 2 Jahre zurück, 2 years ago. Und man hat ihn angeklagt. They formally accused him. Man hat ihn angeklagt in Prüfmord, for attempted murder. In Prüfmord, attempted murder. Und ein jugendlicher Gericht, ein Gericht für junge Leute, hat ihn gefunden schuldig. Schuldig ist guilty. Und hat bekommen eine Turmstrafe für 1 Jahr. Eine Turmstrafe, a prison sentence, von 1 Jahr. Aber jetzt wird nicht gehen in Tfisa. Tfisa ist a Turma, a prison, a Tfisa oder a Turma, a prison. Wird nicht gehen in Tfisa. Also wird gehen in eine Rehabilitation, a rehab, für junge Leute, for young people, adolescents. Und das ist jetzt ein größer Aufreis, ein Uproar. Es befindet sich ein größer Aufreis wegen dem Indien because of this.
weil die Strafe ist nicht gewesen sehr groß, ein Jahr in der Turma, ist nicht keine Sachzeit, weil Emerson was hat dem Korben gestochen 17 Mal, dem Korben, the victim, man hat ihn gestochen 17 Mal, he stabbed him 17 times, es ist gewesen Prüfmord, attempted murder. Und hat nur bekommen ein Jahr für einen Straftermin in der Turma. Okay? Aber es ist geworden als Ärger, worse, es ist geworden Ärger. Und hat nur bekommen Zeit in einer Rehabilitation, ein Rehab Center. Also das ist ein großer Aufreis, ein great uproar, der Aufreis. Das ist gewesen teurig, aber interessant. Okay. Der zweite Artikel, was ich habe gelernt in dem Jid, ist wegen der jiddischen Kehle in India, in Jabalpur. In Jabalpur, India, befindet sich eine jiddische Kehle, eine Jewish community. Und sie haben beschuldigt Property Mafia, als sie willen vergapen, sie willen vergapen die Eigentümerkeit, die Ownership, die Eigentümerkeit von dem jüdischen Base Oilum. A Base Oilum Cemetery. Es befindet sich ein jüdischer Base Oilum dort und die dortige Property Mafia will vergapen sie dem Schädig. Schädig ist ein Stück Land. Sie wollen vergapen dem dortigen Schädig für sich allein. Sie wollen das wegnehmen von den Jiden, von der jüdischen Kehle. Und was haben die jüdischen Mischproches getan? Sie haben gemolden wegen Vandalismus. Sie haben gefunden Vandalismus in dem jüdischen Base Oilum und sie haben beschuldigt die dortige Property Mafia, was will vergapen dem Schädig, wo der Base Oilum befindet sich. Und was hat passiert? Als die indische gesetzliche Machtorganen, das heißt die Authorities, in dem Artikel von dem Jid haben sie geschrieben, die Autoritäten, aber das ist von Englisch, das ist die gesetzliche Machtorganen ist besser auf Yiddish. Und sie haben gesagt, sie wollen das ausforschen. Sie wollen machen eine Ausforschung, eine Investigation, wegen dem Indien. Aber was ist Chicago? Es hat schon passiert. Und die indische Gerichte haben schon geurteilt, Letoivis in favor of die Jiden. They ruled in favor of the Jews and the Jewish community. Und sie haben gemeint, als der das Geschädig gehört zu den Jiden. Als der jüdische Base Oilum gehört zu den Jiden. Wir hoffen jetzt, dass sie wollen urteilen noch einmal Letoivis die Jiden. Das ist gewesen sehr interessant. In der ersten Erzählung ist man geworden enttäuscht, weil man hat geurteilt nicht Letoivis die Jiden. Emet hat gestochen einen jungen Jid 17 Mal und der junge Mann, was hat das getan?
wird gehen nur in Rehabilitation. Also das ist mit seinem Gewinn enttäuscht wegen dem Indien. Aber in Indien, Punkt verkehrt, hat man geurteilt, Letäuvis die Jiden und Letäuvis die Interessen von die Jiden, was wollen dort, was es gewesen schöner, okay, bessere Neues. Und die Neues von die jüdische Zeitungen, was ich habe gelernt, von der Woche. Freitag werde ich euch noch einmal wegen der Pascha von der Woche. Und das wird nicht sein nur für sehr fromme Jiden, das wird sein für alle Jiden oder euch für all die Nicht-Jiden, was haben ein Interesse in der Pascha Shavua, in dem Stückel Teure, was wir wollen lernen für die dosige Woche. Okay, seid gesund und ich hoffe, wir werden sich sehen noch einmal Freitag.